ich bin Jürg und willkommen zu Grisha Yeti grüßt dich! Als erstes möchte ich mich entschuldigen, dass es so lang gegangen ist, bis wieder ein Grisha Yeti grüßt dich hier auf meinem Kanal erscheint. Jedoch es hat einfach sehr viel momentan, wo mir rundum ist, privat und natürlich auch hier auf YouTube. Man hat die Serie mit der Saison, mit der EVZ-Serie und dann auch die WWE-Serie, die am Laufen ist. Und dann kommt natürlich gleichzeitig jetzt auch noch die aktuelle Playoff-Zeit, wo ich zusammen ja mit dem Rob die Prediction-Videos mache und irgendetwas hätte halt müssen hinten anstehen. Und somit hat es halt das Format hier verwünscht. Jetzt bin ich jedoch zurück. Wenn dir das freut und du möchtest das noch öfter sehen, dann lass mich doch das mit einem Daumen nach oben zu dem Video wissen und stell mir ein paar Fragen. Einfach Hashtag Frage, deine Frage. Oder wenn du einfach nur möchtest grüßt werden, Hashtag grüß mich und dann deinen Namen. Und weil es so lange her ist, möchte ich nicht länger labern. Wir starten direkt mit euren Fragen. Erste Frage ist vom Braumeister. Ich nehme an, du hast das Swiss Cup Final gesehen. Wie hast du den empfunden? Haben es die Rapperswiller verdient? Und was haltest du allgemein von dem Cup? Ja, ich habe ihn gesehen. Es hat mich natürlich angeschissen, dass sie verloren haben. Ist ja logisch, ich meine, als HCD-Fan sieht man es nicht gern, wie sein Team verliert. Rapperswil hat es jedoch verdient und ja, meine, wenn du gewinnst, hast du es normal verdient, besonders wenn du so hoch gewinnst. Was halt ich allgemein von dem Cup? Ehrlich gesagt finde ich den ein bisschen unnötig, auch wenn der Wo es nicht gewonnen hat. Ich finde den unnötig, weil, keine Ahnung, mir sagt das nichts, ich kann nichts mit dem verbinden. Und irgendwie ist es einfach irgendetwas. Das ist meine persönliche Meinung. Klar, ich feiere es, wenn man Hockey kann schauen, aber der Cup, ich kann mich mit dem einfach nicht so richtig anfreunden. Carlo Krafter fragt, wie findest du Fribourg-Gotteron? Wie soll ich sie finden? Gut, notwendig für die Schweizer Liga, aber ansonsten, ja, Freiburg, geht die Mannschaft fertig? Gabriela hat eine Fußballfrage und zwar, bist du eher Real Madrid oder Barcelona-Fan? Und da kann ich klar sagen, ich bin da mehr Real Madrid-Fan. Nicht wegen den Sieg von vorne, einfach von der ganzen Vergangenheit, von den Spielern, die es auch haben, wie sie gespielt haben. Aktuell werden sie wieder besser. Klar, Barcelona hat auch ein geiles Spiel, aber keine Ahnung. Ich finde einfach Real irgendwie sympathischer. Weitere Fußballfrage, genau genommen eine FIFA-Frage. Und zwar kommt ihr vom Henry. Könntest du wieder mal ein FIFA-Gameplay machen? Könnt ihr machen, wenn ihr sagen oder ihr findet, wohl, ich soll wieder mal etwas mit FIFA raushauen, dann schreibt das unten her in den Kommentaren. Einfach Hashtag FIFA. Zurück zum Hockey und somit zur Frage von Matthias. Wieso machst du nicht mal eine NHL-Saison? Weil das bisher überhaupt nicht verlangt worden ist und ich eigentlich mit der Schweizer Liga ein bisschen mehr Emotionen verbinde. Und wir sind auch hier ein schweizerdeutscher Kanal, also finde ich die Schweizer Liga ein bisschen passender. Wenn ihr aber denkt, ich soll mal eine komplette NHL-Saison machen, dann lasst mich das mit einem Kommentar natürlich zu dem Video wissen. Und eins ist klar, wenn, dann spiele ich natürlich mit meiner Colorado Avalanche. Die nächste Frage hat gar nicht mit dem Gaming so oder sonst mit Sport und das finde ich richtig cool. Die Frage kommt von Hermine und der Name passt eigentlich auch gerade zur Frage. Und zwar, kennst du Harry Potter? Wenn ja, welches ist dein Lieblingsteil? Ich kenne Harry Potter, jedoch ich habe noch kein einziges Buch gelesen. Ich habe am Anfang einmal die ersten 2 Filme geschaut, nachher gar nicht. Ich feiere das nicht so, es fehlt mir, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mal mehr schauen und dann würde ich es auch feiern. Aber aus dem Grund kann ich auch kein Lieblingsteil, Buch, Film oder so dazu sagen. Kommen wir zur letzten Frage und die ist vom Terry. Er möchte wissen, in welcher Ortschaft bzw. Stadt lebst du, wenn ich fragen darf? Klar darfst du fragen und das ist zwar eine Frage, die ich schon x-mal beantwortet habe und ich werde das jetzt zukünftig auch so handhaben. Wenn irgendwelche Fragen kommen, die ich schon mal irgendwie so beantwortet habe, werde ich das nicht mehr beantworten. Ich werde maximal unter den Kommentar schreiben, irgendetwas habe ich schon in einer anderen Folge gebracht. Schau doch die an, das macht am meisten Sinn, weil etwas doppelt beantwortet. Für all die die anderen vorher gesehen haben, ist es erst recht langweilig, etwas zu sehen oder eine Frage beantwortet zu kriegen, wo sie schon lange kennen, die Antwort drauf. Und aus dem Grund werde ich es so jetzt handhaben. Jetzt jedoch, um deine Frage zu beantworten, ich wohne in Chur. Und somit war es das mit diesen Fragen. Kommen wir jetzt zu den Grüßen. Adrian, Walle, Nick, Kai, Matthias, Elia, Davide, Luca, Robin, Tim, Pirmin, Severin, Ozan, Manu, Joel und zum Schluss noch Vanessa. Somit sind wir am Ende angekommen von dieser Folge Grisha Yeti grüßt dich.
Wenn dir das Ganze gefallen hat, vergiss nicht meinen Channel kostenlos zu abonnieren und natürlich am besten noch das Glöckchen neben dran aktivieren, damit du sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir online kommt. Hast du auch noch Fragen an mich? Es muss nicht mit Hockey oder mit Gaming oder so zu haben. Irgendwelche Fragen? Dann stell mir die Frage jetzt zu diesem Video mit einem Kommentar. Hashtag Frage und deine Frage. Und wenn du natürlich möchtest grüßt werden, dann Hashtag grüß mich und dein Name. Das ist nämlich das ganz einfache und geile Konzept da von Grisha Yeti grüßt dich. Wer das nicht verstanden hat, den kann ich nicht verstehen, denn es ist so einfach und ich labere und labere und labere, macht keinen Sinn mehr. Ich danke dir somit noch fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!